Liebe Geschwister, heute Abend wollen wir uns über die Arbeit unterhalten. 各位亲爱的弟兄姐妹，我们今天晚上要谈的是有关职场工作。Der Hintergrund ist, wir beide uns darüber sehr viel unterhalten haben. Ich selber habe Betriebswirtschaft studiert, das war 36 Jahre Rat, also wirtschaftlicher Leiter des Klosters mit Angestellten. 那会谈到这样的一个议题会规划这个主题，是因为呢，我跟神父两个，我们有曾经讨论几次有关现代人在职场上的生活。那我本身是在德国念经济跟企管，那神父本身呢是他们修道院的李家神父，就是算修道院的 CEO 就对了，所以管理他们修道院的很多的企业。CDU hat vor Studenten ein Vortrag über Arbeit gehalten und erfahren, dass auf jeden Fall viele junge Leute Angst haben, in die Arbeitswelt einzusteigen. 那我自己也有在大专院校的团系有演讲，那后来他在演讲的过程中，会有发现说，我们很多学生呢，他们还没毕业就已经开始害怕进入职场。Wir haben uns verhalten und festgestellt, dass die Situation in Taiwan oder in Europa ähnlich ist. 那在我跟神父讨论这个整个全球的职场环境或台湾跟德国职场环境里面，我们就发现其实这两个国家，比如说欧洲跟台湾，其实职场环境很类似。So haben wir gemeinsam in der Bibel gesucht, welche Texte die Hilfe sein könnten, um die Arbeit einzusteigen und Probleme bei der Arbeit zu bewältigen. 那么，所以我们呢就一起找那个圣经里面的经文，因为我们想说用圣经里面的故事，如果来谈的话会比较具体，所以我们就找了25段圣经里面的故事来谈职场的问题，以及如何克服或面对职场的问题。So möchte ich ein paar diese Geschichten anschauen, als Hilfe die Situation in der Arbeit zu bewältigen. 所以呢，神父要从圣经的故事来让我们看一下，说我们职场会碰到的几个面向的问题。Der erste Punkt ist die Voraussetzungen. 那第一个是谈到说，你要进入职场之前的要预备的心理预备。Die Arbeit einzusteigen, neue Voraussetzungen. Ich muss dann selber gewachsen sein, ich muss mich selber kennengelernt haben. 那你要进入职场之前很重要的一个心理准备呢，就是你必须要能了解你自己，你必须要能认识你自己。So möchte ich nur zwei Geschichten anschauen, die das über die Voraussetzungen sagen. 那神父要看两个圣经的故事，让我们看看说，在职场里面的心灵上的先决条件。Bevor Jesus zur Arbeit beginnt, erleidet er eine Versuchung, wird er vom Teufel versucht. 那在耶稣自己本身呢，开始去工作，去宣教工作之前，他就先面临在那个山上，先面临魔鬼的3个试探。Und auch wir müssen diese 3 Versuchungen gut bestehen, damit wir die Arbeit gut bewältigen können. 那这3个试探其实也是我们在职场里面会经常会面对到的。Die erste Versuchung ist, dass Jesus alle Steine zum Brot machen soll. 那第一个试探就是要耶稣把石头变成面包。Das kann man sehr verschieden verstehen. 那我们可以用不同的角度来了解这个试探。Eine ist, alles soll konsumierbar sein, alles muss sofort Nutzen bringen. 那就是第一个就是说，你所有追求的东西都是那个消费的东西，也就是你把物质的东西、把消费的东西看成是最重要的。Jesus wehrt sich mit dem Wort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes. 那耶稣是用一句话来对抗魔鬼的这种物质试探。耶稣说呢，不是面包是不能喂养我们的，喂养我们的要靠上帝的话语。Wenn ich in Deutschland Führungsseminare halte oder Vorträge für Firmen, dann ist mir immer wichtig, Führen mit Werten. 那神父自己呢，在德国开课，开给这些企业的经理人、管理人或者是领导阶层的时候，他经常有一门课就叫做用价值观来领导。Werte machen die Firma wertvoll. 因为好的价值观才能够让一个企业是有价值的。Es gibt genügend betriebswirtschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass Firmen, die nur auf Geld aus sind, nur kurzfristig erfolgreich sind, aber nicht langfristig. 那在很多的企业管理的研究里面发现，就是如果那家企业只是注重赚钱的话，那么这家企业或许可以获得短时间的成就，但是长期来说，它一定会失败。In Deutschland suchen die Studenten nach dem Studium nicht die Firmen, wo sie am meisten Geld
Werte gelegt werden, dass eine gute Kultur der Firma ist. 那么在德国呢，也有一个做那个大学生的企业的就职研究哦，那就发现说，学生们他们在选择他们第一家企业的时候，通常不是选择哪一家最赚钱的企业，或者说收入最高的公司，而是去选择说这家企业是有一个价值观的企业，它是有一个好的企业文化的企业。Werte schützen die Würde des Menschen. 那因为价值观才能够保障人们的尊严。Wo Werte missachtet werden, wird auch der Mensch seine Würde missachtet. 那些不注重价值观的地方，就不会尊重人的尊严。Und in einer Firma, wo Menschen verachtet werden, will auf Dauer keiner arbeiten. 那如果一家企业它一直不尊重人的尊严的话，那么它一定长时间来说是不可能继续经营下去。Das werde sich auszahlen, zeigt ein Blick in die deutschen Firmen. 那我们可以， Das werde sich auszahlen, zeigt ein Blick in die deutschen 那 Firmen. 我们可以从德国的企业里面来看这样的一个状况。 Zum Beispiel BMW und Daimler, die versuchen wirklich Werte zu leben. 例如我们从德国的汽车厂来看的话，那 BMW 这家汽车厂以及宾士这家汽车厂，这两家都是公认说，在他们比较注重，他们是比较注重企业的价值观。 Sind beide erfolgreich. 那这两家企业我们也看得到，它在近几年来是越来越成功。 Bei VW herrscht ein Klima, ein autoritäres Klima, ein Klima der Angst. 那神父的辅导经验也发现，就是他来参加他课程的一些人呢，也发现说，那个福斯汽车公司就是宝威福斯汽车公司，它本身呢就是属于那种比较被恐惧就是在里面是比较有那种恐惧气氛的企业，也是比较那种权威性管理的企业。 Und in einem Klima der Angst gibt es nur Betrug. 那么在这样子具有恐惧跟权威管理的企业当中呢，就会发生很多的欺骗现象。 Die Firma BMW und Daimler haben mich immer wieder eingeladen zu Vorträgen. 那BMW 跟宾士汽车公司呢，经常邀请神父去做演讲。 VW hat mich noch nie eingeladen. 福斯汽车公司都没有邀请。Und die haben Angst, in ihrem System verunsichert zu werden. 那所以神父是说，他们可能是很害怕说，神父去挑战他们的这种企业价值。 Das ist die erste Versuch. Die zweite, 那这是属于第一个耶稣面对的第一个试探。 Jesus soll sich von der Zinne des Tempels stürzen. 那第二个试探是说，魔鬼叫耶稣从圣殿的那个高塔上面跳下来。 Es soll etwas Besonderes sein. 那也就是说，魔鬼要让耶稣说展现出呢他那个特别的那一面。 Ich würde sagen, das ist die Flucht in die Grandiosität. 那我们可以说，这就是一种想要引诱你去陷入那种自大，然后自我感觉良好的这种试探。 Junge Leute, die zu große Vorstellungen von der Arbeit haben. 那神父呢，曾经辅导也有些年轻人，他们对于那个进入职场呢，是抱着一种过大的期望。 Die selbst überschätzen und meinen, sie sind die Besten und scheitern dann an der Realität der Arbeit. 那么他们对于自己呢，是一个过度的自我期待，也就是那种叫过度的自大，然后自己把自己看得太过于厉害这样子。我突然想不起那个字。然后呢，就是自我感觉良好，类似这样，或者说这叫自我膨胀，好，大家都想出名字。对，就是那种自我膨胀这样子一个状况。结果呢，他们就没有看到实际上他们的工作能力在哪里，于是他们在工作上就没有办法成功。 Aber es gilt nicht nur für junge Leute, sondern viele Führungskräfte haben auch diese Flucht in die Grandiosität. 那这种自我膨胀或者自我感觉良好的状况，其实不只是发生在工作者或者说部属的身上，很多领导者也都有这样子的一个倾向。 Fühlen sich als etwas Besonderes. 那他们觉得自己是一个很特别的人。 Albert Goebbels, ein berühmter Psychiater, sagt, es gibt manche Führungskräfte, natürlich nicht bei Ihnen in Taiwan, aber die sammeln um sich herum lauter Bewunderungswerte. 慕尼黑的有一个心理学家，他叫 Goebbels， 他曾经说过呢，有一些领导者那神父特别讲说，台湾应该没有这种领导者，是吗？那他们呢，经常沉浸在一个状况下，就是他只是在他的四周收集一些马屁精而已。没有吗？
für die Therapeuten und Ärzte unter den Klinikleitern. 那他是不是在那里是为那边的精神科医师啊、治疗师，还有那边的工作者，以及这家精神病院的院长？ Der Klinikleiter war so ein narzisstischer Typ, der wollte im Mittelpunkt stehen, wollte von möglichst vielen bewundert werden. 那么这一个精神病院的院长啊，他是一个非常自恋的人，就是自恋，很自恋，只注重希望自己能成为别人注意的重心。Die Patienten haben das sofort gemerkt, die haben gesagt, du hörst eigentlich so nicht. 然后那边的病人呢，马上就发现院长这个毛病，就跟院长说：“你其实跟我们是一样的。” Das Problem war, dass der jeden guten Therapeuten entlassen musste, weil er Angst hatte, er könnte beliebter werden als er selber. 因为这个院长有一个毛病，就是他会把一些好的员工，这个好的医师呢，给他那个辞退掉，因为他很怕说，这些好的员工、好的医师会比他自己更受别人的欢迎。 Und da merkt man diese mangelnde Werte auf einmal viel Geld kosten. 那我们就发现说，其实这样子一种缺乏他的自信，然后这样一个现象，其实是会让企业损失很多金钱。 Psychologen sagen, dass 40% der Energie in Firmen vergeudet werden durch solche ungerechten Ziele, dass Leute sich groß aufspielen und die anderen entbehren müssen. 那么，企业心理学家曾经发现哦，就是每一家企业里面大概有40%的能量都是浪费在这种不成熟的自大的一种行为上面，那或者是去把别人贬低的行为上面。 Die vierte Versuchung ist die Versuchung der Macht. 那第三个试炼呢是试探呢是对权力欲望的试探。 Macht ist nicht negatives Macht heißt etwas gestalten zu können. 其实权力本身不是什么坏事，权力本身就代表说你有一种力量，也是有一种被赋予的权柄，你可以去创造一些事情，或者是建构一些新的事情。 Aber es besteht immer die Versuchung, die Macht zu missbrauchen, andere klein zu machen. 那权力比较带来的危险是说，有些人会滥用权力，然后去贬低别人。 Das gilt nicht nur für die Führungskräfte, 那这不只是这个领导者才会有的现象， sondern es gibt auch bestimmte Angestellte, zum Beispiel der typische kleine Beamte, der seine Macht dadurch ausübt, indem er die anderen möglichst lange warten lässt. 那其实呢，他不只是领导者才会这样，有一些员工或者是处于部属层级的也会这样，特别是那一些所谓我们说小公务员心态的人，那他们就会利用他的权势，他怎么展现呢？就是让来找我办事情的人等得更久，然后让你一直在那里等待，其实他就是在展现他有这样的权利来控制你。 Das ist die erste Voraussetzung, dass wir diesen Versuchungen widerstehen. 所以呢，很重要的一个在职场当中要有健康职场生涯的，就是说你必须自己去看，你有没有面对这3种试探，那你能不能够通过这3种试探？ Wie wir in die Arbeit einsteigen, hängt dann von unserer Herkunft, Familie ab. 那另外一个重要的一个先决条件，一个心理条件就是你要回去看看你的原生家庭。 Von unseren Beziehungen, Vater oder Mutter oder auch von Geschwistern. 那特别是我们跟父母亲之间的关系，或者你跟兄弟姐妹之间的关系。 Ich möchte hier aus der Bibel die Geschichte von Isaac erzählen. 那神父在这里呢，要从圣经故事，就是亚伯拉罕以及以撒这样的一个关系来讲。 Isaac war ja der Sohn Abrahams. Abraham war der Pilger, aber er war als Vater auch abwesend. 那么以撒呢是亚伯拉罕的儿子。那亚伯拉罕是一个很伟大的，我们讲的这个朝圣者，或者是一个寻求上帝的人，一个信仰之父。但是我们也可以讲说，因为他的这种特质，所以他等于是一个不在，等于是一个缺席的父亲，因为他就都在做他的信仰事业，所以他是一个缺席的父亲。 Und vaterlose Menschen, also die zu wenig väterliche Energie bekommen haben, die haben einen Grund Misstrauen. 那么所以以撒是一个很典型的缺少正面的父亲经验的人。那缺少正面的父亲经验的人，他们通常呢，就会内心就是一个很典型的会具有怀疑人格的人，就是不信任人格的人。Ein Grundmisstrauen gegenüber jeder Autorität, der immer das Gefühl, der Chef, der möchte nicht reinreden. 那么这种
具有怀疑性格的人呢，他特别会怀疑，或者对于这种所谓的权威呢，会产生一种反抗跟一种挑战的心理。那比如说，他就会觉得说，这个我的老板、我的主管是运用他的权威呢，想要掌控我，或者他会不信任主管的权威。Oder aber sie verstecken sich hinter Normen und Prinzipien. 那或者这种缺少父亲经验的人，也会把自己藏在一些所谓的规范，或者是一些法条，或者是一种律法，这种道德所谓的怎么讲呢？那种道德规范的后面。Jürgen Bové, ein Schweizer Psychiater, sagt, Ideologie ist immer Vaterersatz. 那有一位心理学家他就说呢，有一些人都会抱持着很强烈的意识形态，其实这种强烈的意识形态就是用来取代父亲经验的。Der kein Rückgrat hat, der braucht so einen Rückgratersatz und das sind die festen Normen. 那么，因为他缺少这种父亲在背后支持他的经验，所以他就需要紧紧的抓住某些意识形态或某些道德的教条。Das sind auch sehr ängstliche, sture Menschen. 所以这是一种典型的被恐惧所辖制的或所僵化的一些人。Wenn vaterlose Männer selber Autorität ausüben, dann sind sie auch entscheidungsschwach und konfliktscheu. 那么，如果当这种缺乏父亲经验的人，他一旦站在一个权威的位置上或者主管的位置上的时候，他就会很典型的展现出就是他是很害怕冲突的，或者他是一个犹豫不决、不敢做决策的人。Oder sie werden autoritär. 或者他另一方面会反而成为一个更权威性的那种人，权威独裁性的人。Sie hauen an den Tisch und sagen, so wird's gemacht. 那他可能就直接在桌就决定开桌，就决定说就这样做。Aber autoritär sein ist das Gegenteil von Autorität haben. 那事实上，我们在讲说中文或者说德文在讲说这种权威性或者是独裁性的这种权威，这个 authority 这个字呢，它跟所谓的有专业的权威或者是专业的能力，这个 authority 这个字，authority 这个专业权威这个字是不一样的意思。Autorität kommt von auch eher den Werten. Also wer wirklich Autorität hat, der wehrt das Leben seiner Mitarbeiter. 那如果是一个真的有专业权威的这样子，就是让别人可以信服的人的话，他应该是会让部属的生命得到更丰富的发展的。Natürlich gibt es nicht nur vaterlose Mitarbeiter, sondern es gibt auch Menschen, die eine Mutterproblematik haben. 那当然不只是有这种缺少父亲经验的人，有些人呢他是缺少正面的母亲经验，那他反映出来就是另外一种模式。So ein Mann mit der Mutterproblematik ist Jakob, der war der Muttersöhnchen. 那例如说雅各就是这个以撒的儿子雅各，他就是一个典型的这个有错误母亲经验的，因为他就是个典型的妈宝。Und Menschen mit einer großen Mutterbindung, die suchen in der Firma dann auch immer Geborgenheit oder sie achten darauf, wie viel Zuwendung bekomme ich vom Chef. 那这种典型的妈宝的人呢，他在企业公司里面，他就会开始寻找别人的关爱的眼神啊，这个老板、主管有没有关爱我啦？或者呢，他就需要别人给他一个安全感啊，给他保护啊。Das hat auch eine positive Seite, die sorgen sich auch für das Klima und schauen, dass alle sich wohlfühlen. 那当然，他也会有一些正面的效果。正面可能就是说，这种人他也会相对的会在企业里面，在他的工作的场域里面，创造出一些比较具有母性氛围的这种保护的氛围。Aber sie verbrauchen zu viel Energie für das Miteinander und sind auch nicht offen für das, was getan werden muss. 那但是他反而可能因为他太重视这种母亲的保护氛围，他就花很多的精力在注重这个经营这样的一个人际关系或经营这样的氛围，然后就缺少真的去工作的这个动机跟力量。Der zweite Punkt, Eigenschaften, die wir bei der Arbeit brauchen. 好，那刚刚第一个部分是这个健康的职场的一种心理前提哦。那第二个部分神父要讲的是，那需要有怎么样的健康的人格特质，或者需要有怎么样的人格特质，或不可以有怎么样的人格特质呢？ Ich möchte die Geschichte vom Unkraut im Weizen anschauen. 那人格特质的部分，神父要用一个那个比喻哦，就是麦子跟稗子，就是麦子跟杂草的这个比喻。Da kennt ihr das Gleichnis, da erzählt Jesus von einem Herrn, der
seine Diener anweist, Weizen auszusäen. 那这个比喻大家应该都知道，就是有一个主人呢，一个农场主人，他要他的仆人呢去撒种子种麦子。Nach einiger Zeit merkt der Herr, dass da auch Unkraut wächst. 那过了一段时间之后，他们发现说，哎，那个撒种子下去长出来的还有杂草，就不只是麦子，杂草也重生这样。Er sagt, ja, woher kommt das Unkraut? Und die Diener sagen, das hat der böse Feind gesät. 那这时候呢，这个主人就问说，到底这些杂草是从哪里来的呢？那些仆人就说，是敌人在晚上的时候撒下去的。Oder die fragen dann sofort, sollen wir das Unkraut rausreißen? 那Die Diener fragen, sollen wir das Unkraut rausreißen? 那这个仆人呢就问说，我们需不需要把这些杂草呢连根都拔掉，要去拔这些杂草呢？ Aber der Herr sagt, nein, lass es wachsen bis zur Ernte, denn wenn das Unkraut ausreißt, reißt auch den Weizen aus. 那这主人就说不要去拔，因为你现在去拔的时候呢，你如果把那个杂草连根拔起，你有可能也会伤到这个麦子。 Jesus erzählt dieses Gleichnis gegen die Perfektionisten. 那耶稣就是用这样的例子呢，来告诉我们要对抗内在的这种完美主义的倾向。 Die Perfektionisten möchten absolut rein und klar sein und nichts Negatives in sich haben. 那么一些完美主义的人，他就是一直要求说，要所有事都很完美，都很纯洁，那都很干净。 Aber vor lauter Fixierung auf die Fehlerlosigkeit wächst ein Weizen, wächst überhaupt nichts. 那因为呢，正因为他把所有的眼光的焦点全部放在这些完美啊上面，追求完美，然后不可以犯错，他反而把眼光放在这个错误上面，所以他已经缺少了一些创意去投入在他的工作上面。 Natürlich sollten wir das Unkraut nicht wuchern lassen, wir sollen es zurückschneiden. 当然，我们不能够让这个杂草呢无止境的一直长下去，我们必须还是要修剪它。 Wer meint, er könnte alle seine Fehler mit der Wurzel ausreißen, der reißt auch seine eigene Lebendigkeit aus. 但是呢，如果有人认为说他可以把自己的错误完全除去，他可以完全不犯错，而且要求自己完全不犯错的话，其实呢，他就会失去生命力，因为他就没有力气去做那个他自己的，就是没有办法发挥他的生命力，因为他所有力气都摆在防止自己犯错这件事上。 Perfektionisten verbrauchen viel mehr Energie für ihre Arbeit. 那这些完美主义者另外一个倾向就是要花好多的时间，比别人双倍的时间在自己的工作上。 Und Perfektionismus ist auch ein wichtiger Grund für Burnout. 那完美主义其实也是会 burn out 的，会我们工作会 burn out 的一个重要的原因。 Burnout hängt nicht von der Menge der Arbeit ab, 其实 burn out 跟我们的工作量并没有直接的关联， sondern einmal alles perfekt machen möchte, 那而是说你在所有的事情上都要求自己要做到完美。 dass ich zum Beispiel 举个例来说， alle Erwartungen erfüllen möchte. 例如说你要求自己要符合所有人的期待。 Oder viele brauchen eben zu viel Energie für die Fassade, dass sie nach außen cool und perfekt erscheinen. 或者是有些人，他把他所有的精力都摆在保持一个自己的面具，让自己呢用一个很好的 image， 对外有一个好的 image， 然后要保持随时都很酷，随时都很棒。 Eine Frau erzählte mir, ich kann nicht in die Stille gehen, da gehen Vulkane in mir hoch. 那有一个女士就跟神父说呢，她没有办法安静下来，因为她只要自己安静下来，就会察觉到内心有火山一样会爆发出来。 Sagt ihr, in diesem Bild brauchen Sie ganz viel Energie, um den Vulkan unter Verschluss zu halten. 那神父就跟这个女士说呢，如果你一直抱着这样的态度去生活的时候，你就会花很多的力气去想要把自己内在的火山压抑下来。 Und diese Energie fehlt Ihnen bei der Arbeit. 那当你一直想要把所有的力气放在那个让自己有一个戴一个很漂亮的面具 image 的时候，那你在工作上根本就没有精力了。 Und Sie leben doch immer in der Angst, ob der Deckel wirklich hält oder ob der Vulkan doch irgendwann losgeht. 而且你会一直很害怕说，是不是有一天这个火山会爆发出来，或者这个盖子会被掀开，那么你就会爆炸这样。 Perfektionismus ist immer Ursache mangelndes Selbstvertrauen. 其实昨天神父有讲到过就是完美主义其实最大的原因呢，是因为这个人缺乏自信。 Weil ich mir selber nicht vertrauen kann, ich mir nicht verzeihen, wenn ich den Fehler mache, wenn ich sofort denke, ich werde total abgelehnt. 那因为呢，你缺乏自信，所以你就无法原谅自己。你如果犯错的话，你就会无法原谅自己，因为你会
错，别人就会马上拒绝你。所以因为你缺乏自信，所以反而导致一种完美主义的追求。Die frühen Mönche haben dieses Gleichnis sehr gut verstanden. 那以前早期修士呢，非常了解这样的一个人的一个心态的机制。Kommt ein junger Mönch zu Täuben. 那有一个故事是这样的，有一个年轻的修士去找一个教父，波门教父。Er sagt, es sei überhaupt keinen Zweck, sich für was einzusetzen. 那这个年轻的修士就跟波门教父说了，他没有办法让自己去做好事，没有办法投入一些事情。Alles ist ja nur egoistisch. 那他就跟自己说呢，他就跟波门教父说，他觉得他做很多事情都是因为自己很自私的关系，有一些自私的企图心。Alles Gute, was ich tue, entwerten die Dämonen. 那他就跟那个波门教父说呢，他如果做一些善事的时候，他那个耳旁就会出现魔鬼的声音来贬低他做这些善事的企图心。Wenn ich bete, dann sagen die Dämonen, das macht er nur, um dich als frommen Menschen darzustellen. 那例如说，这个修士就说，如果我想祈祷的时候，那魔鬼就会说，你根本不是真心想祈祷，你只是想要表现出你外在的虔诚。Und wenn ich jemand helfe, dann sagen die Dämonen, das macht er nur, um Macht auszuüben. 那么如果他想要去帮助某个人的时候，他说魔鬼就会告诉他说，你根本不是真心想帮这个人，你只是想要展现你比这个人有能力。Er war so ein Perfektionist und war völlig demotiviert, überhaupt was zu tun. 所以呢，他就变成他是一个很有完美主义的人，他觉得他不能听到这些声音，所以呢，他就变成什么事都不做，然后呢，就是很没有动力去做事情。Und dann erzählt die Bäume ein Gleichnis. 然后波门教父就跟他讲了一个比喻。In einer Stadt gab es zwei Bauern. 那他比喻是这样，就说有一个城里面呢住着两个农夫。Beide wollten Getreide aussäen. 这两个农夫呢都想要去撒种种东西。Aber beide erkannten, dass sie nur ungereinigtes Getreide haben. 那么但是要在撒种的时候，他们发现他们得到的种子呢都是不干净的种子。Der eine sagt, ungereinigtes Getreide säge ich nicht aus. 其中的一个就是说，因为这种子掺杂的杂草啊等等是不干净的，他不要去撒种。Der andere hat es ausgesät. 那另外一个呢，却把这些种子都撒下去了。Nach einem Jahr gab es in dieser Stadt Hungersnot. 那1年之后呢，这个城里呢就得了饥荒。Und Bäumen fragt den jungen Mönch, wer hat wohl zu essen gehabt? 那么波门教父就问这个年轻的修士说：“你觉得谁可以有东西吃？这两个农夫谁可以有东西吃呢？” Er meinte, der ungereinigtes Getreide gesät hat. 那么这个修士就说，就是那个有把那个不干净的种子撒下去种的这个农夫。Bäume sagt, also lasst uns ungereinigtes Getreide säen, damit wir und die Menschen um uns herum genügend zu essen haben. 所以呢，波门教父就跟他说，让我们把这些不干净的种子，也即使不干净也撒下去吧，让我们可以喂饱我们自己，也可以喂饱周遭的人。Was heißt das konkret? 那这具体来说什么意思呢？ Ich kenne Prediger, die sagen, ich predige nie aus Ehrgeiz und immer nur das reine Wort Gottes, dass ich ganz notwendig bin für Gott. 那神父是讲到一个讲道的例子，就是说有很多讲道者他会说呢，我讲道，我绝对不会出自于我的这种自私的心或者我的自我中心来讲道。我要讲道，我一定要讲纯粹上帝透过我来所讲出的这些纯净的话语、干净的话语。Das glaube ich nicht. 那神父绝对不会相信这个人所讲的话。Wenn ich predige, habe ich immer Ehrgeiz, dass es gut ankommt. 那当然，神父认为说，我们每个人讲道的时候，都会有这样子的一种企图心，会想说，我要希望我的讲道让更多人可以接受啊。Es kommt darauf an, den Ehrgeiz zurückzuschneiden und mit dem Ehrgeiz zulässig zu werden für den Geist Jesu. 那所以其实每一个人在做这个讲，就是说在做这个讲道的时候，不可能是没有人是不带着任何的个人自私的企图心的。所以神父认为，你只是好好的去处理这个企图心的程度，那带着你的这样子的一种所谓的你的稍微自私的一种野心，或者是自私的企图，还是一样，那么让上帝的灵可以充满你，但是呢，你也承认说我有这样子的自私的企图在。 Wenn einer total ohne Ehrgeiz predigt und nur das Wort Gottes verkünden will, ist es stinklangweilig und keiner hört zu. 如果说有一个人，他只是说，他都不带任何自私的企图，他认为说我们呢所讲的一切全部都是要透过都是上帝的话语。如果是这样子的话，那他讲到一定没有办法感动人。 Genauso, wenn ein Firmenchef sagt, ich
Opfer gibt, ganz und gar auch für die Mitarbeiter, die nur für die Mitarbeiter da sind. 那同样的，如果有一个主管他说呢，我全心全意，我的所有的心力都是为了我们这个部门来工作，我全心全意都是为了我们的部属所付出，这样子。Wenn einer das so verkünden muss, glaube ich auch nie. 那如果有一个人是这样讲的话，有一个主管是这样讲的话，神会不会相信他？ Wenn der Mensch gar nicht die Macht da ausübt, dann weil ich mich so aufopfere für die anderen, darf niemand besprechen. Ich tue ja alles für die anderen. 那所以其实这段话的背后，就是在他想要运用他的权利，他想要运用他的权利控制他的部属，因为他的意思就是说，我为这个部门付出这么多，我付出我的全心全力，所以你们都要听我的话。 Das ist eine wichtige Haltung, auch demütig zu sein, durchlässig zu sein, aber nicht zu meinen, wir sind perfekt und ohne egozentrische Motive. 那所以这样的一个态度，就是说正确的态度应该是说，我们保持我们的谦卑，那我们保持让我们自己可以让上帝的灵充满我们。但是呢，我们也要知道说，没有一个人是不带任何的自私的企图在工作或者在谈话的。 Eine andere Weise wäre die Ausdauer. Jesus sagt, wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. 好，那第二种很重要的态度就是必须要有纪律，必须要有耐力。那耶稣也说过，要持续有耐力的话，他才能够达到终点。 Es gibt genügend Untersuchungen, die zeigen, nicht die ideal Begabtesten sind erfolgreich, sondern die Ausdauer haben, die Disziplin haben. 那很多的研究我们也都看过，就是说，不是那些具有最多的天赋的人或最聪明的人能够成功，而是具有耐力的人、具有纪律的人才能够更接近成功。Disziplin ist eben die Kraft des Lebens selber in die Hand zu nehmen. 那所谓的纪律，就是你有纪律，你才能够真的掌握你自己的生活。 Und standhaft bleiben heißt auch etwas aushalten können. 那要能够坚持自己下去，那就是需要一种耐力。 Zum Beispiel, 举个例子来说， zu mir kam ein junger Mann, 24 Jahre alt, 那有一个年轻人是24岁来找神父， der fragt, was hast du bisher gemacht? 那神父就问他说，那你到现在大概做你的工作是怎么样？ Ja, im Gymnasium in der 11. Klasse abgebrochen. 那这个年轻人呢，他在高中的第11年，德国总共有13年，11年的时候呢，他就中断了他高中学业。 Elektrolehre abgebrochen nach einem Jahr. 那他就去学电子工程，去学电工。那1年之后呢，又中断了学业。 Gärtnerlehre abgebrochen. 啊，还有后来去学园艺，那学了园艺呢，1年又中断了。 Warum hast du ihn abgebrochen? 那神父就问他说：“你为什么一直在中断你的学习呢？” Alle waren böse. Die Lehrer waren böse. Alle waren böse. 然后呢，这个人就说，因为大家真的就是这个所有的老师都很糟糕，高中老师也很糟糕，然后这个教电工的师傅也很糟糕，然后呢，教园艺的师傅也不怎么样，也是很笨的。 Da habe ich gefragt, was willst du denn werden? 然后呢，神父说好，大家都很笨，那请问一下，你想要做什么事？ Der Sportjournalist im Fernsehen, aber nur für Autorennen. 然后他说他想要成为电视报道的这种运动的记者，而且他只要报道赛车。 Der sagt, ja, hast du schon mal beworben? 然后呢， Einen Brief hat er mal geschrieben. 好，他曾经写一封信去申请这种工作。 Ich habe gesagt, das Fernsehen ist auch die raue Welt, da braucht auch Durchhaltekraft, Disziplin. 那神父也跟他说，你知道吗？在电视台工作是一件很辛苦的事，他绝对需要纪律，也绝对需要有耐力的。 Du musst dich entscheiden, ob du immer im Nest sitzen bleiben willst und die ganze Welt anklagst, dass er dir, dem ideal begabten jungen Mann, nicht die schöne Arbeit geben. 那神父就跟他说，你自己要做一个决定的，你到底是要继续留在你妈妈的这个温暖的巢穴里面，然后不断的去抱怨这整个世界都不认识你这个很杰出的年轻人的能力，好，还是呢你要有另外一个打算？ Oder ob du rausspringst und kämpfst. 还是呢，你要跳出这个妈妈的保护槽，然后为你的生命做奋斗。 Wenn du kämpfst, bist du auch verletzt, dann brauchst du eine Standhaftigkeit. 那么，如果你去奋斗的话，当然你会受伤，所以这时候呢，你就需要耐力去忍受这个伤痛。 Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, Beziehungen in der Arbeitswelt. 好，那这个有关工作的第三个部分，刚刚是关于一些人格特质。那么第三个部分呢，神父要讲的是职场上面的一些关系、人际关系。
kommen wir in eine Firma, wo ein bestimmtes Arbeitsklima ist, Vertrauens- oder Misstrauensklima. Wir kommen in eine Firma, in ein bestimmtes Klima schon herrscht. 那我们呢，到职场上去公司里面工作的时候，那这个公司这个职场一定是有某一些一定是已经有特定的一种工作的氛围，或者是工作的文化，职场的文化。Und eine Erfahrung, die manche machen müssen, ist Mobbing am Arbeitsplatz. 那很多人在这个职场文化里面所感觉到、所经验到的一个负面职场文化，就是 mobbing， 就是一种霸凌。Und viele Mobbing-Opfer fühlen sich dann wirklich als Opfer. 那有些在被霸凌的人呢，就会一直停留在那个好像他是霸凌的这个牺牲者、受害者一样的这个角色。Und finden keinen Weg, wie sie damit umgehen sollen. 然后就会觉得很无助，他也不知道该怎么办。Und da gibt es eine biblische schöne Geschichte von Josef im Alten Testament. 那我们看看旧约里面有个典型被霸凌的人，他就是约瑟。Man könnte sagen, der wird dreimal Mobbing-Opfer. Einmal seine eigenen Brüder mobben ihn und wollen ihn als Sklave verkaufen. 约瑟的一生呢，他其实可以看说，我们可以看到说他经过3次严重的霸凌。第一个是他的兄弟们霸凌他，然后呢把他卖到这个埃及去。Von der Potiphar und fühlt sich auch nicht als Opfer, sondern macht das, was ihm möglich ist und wird beliebt bei seinem Herrn. 然后他被卖到埃及去的时候，他没有停留在一个被霸凌的可怜兮兮的角色，而是尽量的表现他的工作，于是就受到这个主人波提乏的一个信任。Dann mobbt ihn die Frau des Potiphar und lässt ihn ins Gefängnis werfen. 然后呢，我们就看到接下来莫名他的就是波提乏的太太，然后他透过一些方式，就是诬告约瑟，然后就把他这个霸凌他，然后就把他逼到那个下到监狱里面去。Bleibt aber dort nicht in der Opferrolle, sondern er macht eben das, was ihm möglich ist, statt 100%, aber 120%. 那么他就呢这个约瑟被下到监狱里面的时候，他也没有停留在一个可怜兮兮的被霸凌的角色，而是他在那里尽量的在这个困境当中，还是表现出他自己，还是努力的超过100%的工作，他做了20%，人家要求他做100%，他做了20%，那么他在那里付出更多的努力。Und er sorgt auch für seine Mitgefangenen und deutet ihnen die Träume. 然后他就透过他很努力的在那里表现，那么就获得这个跟他关在一起的那个官员的信任，然后就为官员解梦。Und einmal wandelt sich die Situation und er soll den Traum des Pharao deuten und wird dann zum Statthalter. 然后呢，他就透过那个跟官员解梦之后，那官员也把他推荐给这个法老，那他又替法老解梦，那后来他就得到重要的一个职位。Das ist die richtige Reaktion. Der fühlt sich nicht als Opfer und jammert über die schlimmen anderen, sondern er bleibt bei sich selber. 那我们看到约瑟的例子，就给我们看到典型一个被逼迫、被别人欺负的一个人呢，他并没有让自己停在受害者的角色里面，他还是在这种困境当中，知道他自己是谁，找到他的定位，然后从那边继续的努力。Er macht sich nicht klein und überall vermitteln, nimmt mich doch an. 那他没有让自己变成一个可怜兮兮的人或贬低自己，然后到处去祈求别人说你们要同情我，你们要接纳我。Er gibt denen, die mobben, keine Macht. 那他就是不让这个霸凌的这些行为人来掌控他的人生。Und er arbeitet aus sich selber heraus das Beste, was ihm möglich ist und auf einmal hat er Erfolg und die ganze Situation wandelt sich. 那他就是在霸凌的这种困境当中，还是能够掌握他自己，然后没有停留在受害者的角色，然后最后他可以从这样子的一个困境里面获得成功。Eine andere Situation, die wir in der Arbeitswelt immer wieder antreffen, sind Rivalität, Konkurrenz, Neid, Missgunst. 那另外一个在人际职场上常会发生的负面人际关系，就是一种竞争的关系，或者是敌对的关系，或者是嫉妒这样子。Typische Leitgeschichte ist ja kein Abel, der uns gestern Abend schon angeschaut. 那我们这个很典型的一个嫉妒的一个故事，就是我们昨天晚上看到的那个该隐跟亚伯的故事。Neidische Menschen, die können wirklich andere zu Fall bringen. 那一个充满了嫉妒的人，真的是会让别人受不了，或者逼别人走到绝境。Der andere eifert
Neid und Eifersucht-Geschichte ist die von Mose, Aaron und Miriam. 那另外一个在圣经里面有关那个嫉妒或吃醋的故事，我们是可以从三个兄妹里面看到，就是摩西，然后亚伦，还有米利安，就是哥哥弟弟，还有那个他的妹妹。Sind 3 Geschwister und die arbeiten gut miteinander. 那这三个兄妹本来是很好的关系，然后彼此的合作跟分工也很好。Aber einmal werden Aaron und Miriam eifersüchtig auf den Mose. 然后呢，后来有一次呢，亚伦跟这个米利安呢就很嫉妒摩西。Der Mose hat eine ausländische Frau. 那因为那个摩西有一个那个外邦的女子做太太，他太太是一个外国人。Die sagen, hat Gott nicht auf uns gesprochen, nicht nur mit diesem Mose. 然后米利安呢，他们兄妹就一直觉得说，上帝都不透过我们来跟别人说话，只透过摩西。Der Strafe wird Miriam weiß vom Aussatz. 然后后来米利安就因为这样的抱怨呢，他就得到了那个麻风病。Mose muss diesen Aussatz wieder heilen. 那摩西呢就去医治米利安的这个麻风。Was da geschieht, erlebe ich oft in Unternehmen, Familienunternehmen. Da haben 2 Brüder oder Geschwister etwas gemeinsam. 那在这样一个例子呢，神父经常在做企业辅导，尤其是家庭公司的这个状况，经常看到，比如说兄弟啊或姐妹，他们同时经营的这样的公司。Anfang klappt es wunderbar. 那一开始的时候，这个兄弟姐妹之间呢是非常互相了解的，然后公司运作也很好。Aber irgendwann gibt es einen Eifersucht oder Neid, wer ist mehr im Mittelpunkt, der tritt die Firma mehr nach außen. 那但是呢，慢慢的就会发现说，他们兄弟姐妹之间就开始产生嫉妒跟比较，然后就说谁呢比较能够代表公司，那么谁呢对外面来看就比较重要。Da habe ich einen Vortrag gehalten von einer großen Firma, die wird von 2 Schwestern geleitet. 那神父最近呢去一家公司做演讲，那这家公司很大，那它是呢有2个姐妹来共同经营这家公司的。Die Schwestern sind sich gegenseitig spinnefeind. 那这2个姐妹呢彼此之间是很对立的就是很敌对性的。Ich muss dann aufpassen, dass ich von keiner vereinnahmt werde. 那所以神父去的时候，他要很小心说，不要让其中的一方呢来占领他就是说来好像对他比较好这样。Wir waren alle ganz freundlich. 一般的。Meine Schwester war zu mir freundlich. 那这2个姐妹呢，对神父都非常表现出友善的态度。Aber ein Mitarbeiter hat mich eben informiert über diese ganze Situation. 那这个状况呢，她们2个姐妹敌对的状况是另外一个员工来跟神父讲的，神父起先是没有发现的。Da merkt man dann, diese große Firma darunter leidet, weil die Seiten sich gegenseitig ausboten. 那后来呢，神父就发现说，那这么大的一家公司，结果就因为姐妹之间的这种嫉妒的关系，结果导致员工其实他们也知道，然后就伤害了整家公司。Dritter Punkt, Teamarbeit. 那第4点呢，是有关于那个 teamwork， 就是团队工作方面。In jeder Firma gibt es Menschen, gibt es Teams, die miteinander arbeiten können. 在每一家公司里面，现在都有很多的这种团队的这个任务那有些团队呢，它运作得很好。Aber es gibt auch Teams, die sich dann gegenseitig blockieren. 那但是也有一些团队呢，你就看到说他们彼此团队成员之间的彼此的互相的牵制。Und das Gleiche gilt schon auch in der Bibel. Paulus und Barnabas haben wunderbar harmoniert, haben die Heiden bekehrt. 那在圣经里面，我们就看到，在使徒宣教里面呢，保罗跟巴拿巴，他们就是一组比较这个合作良好的，他们一起去跟外邦人宣教。Aber einmal haben sie zerstritten, weil der Paulus wollte nicht, dass der Markus weiter mitgeht, der war zu schwach im Team. 然后呢，突然间保罗跟巴拿巴就因为一件事情搞得不愉快，就是他们之间在讨论说要不要让另外一个马可再继续在团队中。那因为呢，保罗是不想要，因为保罗觉得说这马可太巴他了，就很弱，那他就不太喜欢这种很弱的人。Beide waren ja alle bei der frommen Christen. 那其实保罗跟巴拿巴都是很虔诚的基督徒。Aber offensichtlich hat nicht geholfen zu sagen, als Christen lieben wir untereinander, müssen wir doch zusammenarbeiten können. 那可能呢，在这样的一个状况下呢，就是都很虔诚的基督徒，但是
分呢，就会认为说，我们基督徒不应该为了这些事情起争执。那如果你只是用这种道德性的方式在彼此劝说说，哦，我们基督徒不应该有这种冲突，有这种争执，那这是没有用的。这种道德性的一个劝说是没有用的。Sie waren klug genug, anders zu organisieren. Paulus hat den Silas mitgenommen und Barnabas den Markus, und so waren es 2 gute Teams. 那后来他们就找到一个很好的方法，就是那保罗呢就带着希拉去宣教，那巴拿巴呢就带着马可去宣教，那彼此就找到适合的这个小组成员，然后就可以去一起合作。那神父经常呢在那个 B 市公司担任 Big Banks 这家公司，中文都讲 B 市公司，替他们开这种管理训练的课程。那他们的那个领导阶层，或者我记得是他们的领导阶层啊，他们就会每一年都有到修道院去3天呢，做这种僻静啊、灵修辅导的。Erzählte mir ein Abteilungsleiter von einem Team, das er hatte, das gemeinsam 4 Männer, die gemeinsam auf Montage arbeiten. 那在这个有一次呢，就有一个来参加的这个主管，某个部门的主管，就讲一个例子，就说他